Haut Mittwoch von der 1. Oktavwoche begrüßt ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Wir überdrohen von heute Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Anfang sagen wir die lauretanische Litanei ob träger Melodie. Bei der Aussetzung Il cherchait un ami vom Jo Akepsimas, der Regina Zödi Magnificat 574, den Tantumergo ob Melodie Heiliger Josef und als Schlusslied als Jesus dein Sohn vom Pierre Bartel. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sorti Präludium in C, Bach-Werkeverzeichnis 547 vom Johann Sebastian Bach. Kantore sind Herren Abbé Patrick Müller am Mark Dostat. Thema von der Predigt von der Oktavpredigerin, der Madame Millie Hellers, Kooperatrice Pastoral an der Paar Cordal St. Barb als Haut, Begegnung, die neue Perspektiven obmischt. Trinitas unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Mater misericordiae, ora pro nobis. Mater
divine gratiae, ora pro nobis. Mater Spei, Ora pro nobis. Mater Purissima, Ora pro nobis. Mater Castissima, Ora pro nobis. Mater inviolata, Ora pro nobis. Mater intemerata, Ora pro nobis. Mater Immaculata, Ora pro nobis. Mater Amabilis, Ora pro nobis. Mater Admirabilis, Ora pro nobis. Mater Boni Consili, Ora pro nobis. Mater Creatoris, Ora pro nobis. Mater Salvatoris, Ora pro nobis. Virgo Prudentissima, Ora pro nobis. Virgo Veneranda, Ora pro nobis. Virgo Predicanda, Ora pro nobis. Virgo Potens, Ora pro nobis. Virgo Clemens, Ora pro nobis. Virgo Fidelis, Ora pro nobis. Speculum Justitiae, Ora pro nobis. Sede Sapientiae, Ora pro nobis. Causa nostrae laetitiae, Ora pro nobis. va spirituale, Ora pro
consolatrix afflictorum, ora pro nobis. consolatrix afflictorum, Ora pro nobis. auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Regina Angelorum, Ora pro nobis. Regina Patriarcharum, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Regina Apostolorum, Ora pro nobis. Regina Martyrum, Ora pro nobis. Regina Confessorum, Ora pro nobis. Regina Virginum, Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, Ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, Ora pro nobis. Regina in celum assumpta, Ora pro nobis. Regina Sacratissimi Rosarii, Ora pro nobis. Regina Familiae, Ora pro nobis. Regina Pacis, Ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Arce nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut in efficiamur promissionibus Christi. Lasset uns beten. Vater des Erbarmens,
und Gott allen Trostes. Dein Sohn hat am Kreuz die selige Jungfrau Maria, seine Mutter, auch uns zur Mutter gegeben. Höre auf die Fürsprache unserer Schutzpatronin und schenke uns in allen Nöten deinen Trost und deine Hilfe. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieber Herr Erzbischof, lieber Herr Weihbischof, liebe Leute hier an der Kathedrale, daheim über das Radio, Tele oder Internet. Thema von heute ist, ob einmal war alles anders. Begegnung, die neue Perspektiven abmischt. Viele von uns sind oder waren beruflich tätig, als Arbeiter, Employé, freiberuflich oder Patron. Manche haben sein berufliches Arbeit sein ganzes Leben mit Freude, Begeisterung und Einsatz gemacht. Andere hätten gern gewechselt, konnten aber nicht. Oder haben gewechselt, aus oft ganz unterschiedlichen Gründen. Am Evangelium von heute begegnen wir dem Matthäus, dem sein beruflich und persönliches Leben durch eine unerwartete Begegnung von Grund auf verändert wird und hier auf ungeahnte Wege feiert. Auf einmal war alles anders. Der Matthäus war Douanier. Das heißt, er hat für die römische Besetzung die Steuern angezogen. Wie der Matthäus zu dieser Arbeit kam, das wissen wir nicht. Auch von Familie, also am Evangelium kein Rätsel. Finanziell sicher gut abgestellt, war hier nur bei denen, die Macht hatten. Das kann man momentan interessant, aber hat der Güllner Fassade riskiert sich demals gerade wie heute doch, manchmal nur am Teufel zu verstoppen. Vis-à-vis von seinen Zeitgenossen war der Matthäus aufgeschrieben. Die Zöllner waren verrufft. Ihre Stand damals kann ich ein bisschen vergleichen mit den lützeburgischen Kollaborateuren während der Nazi-Besatzung am Zweiten Weltkrieg. Und Gerüchte rund um das Arbeit hat es sicher nicht gefehlt.
Du Stil, mit den Steuern, die kleinen Leute schon müssen vom Mund aufspuren, geben die dickste Tasche füllen. Und so ähnlich. Stellen wir uns den Matthäus sein Alltag vor. Hier so am Guichet, die Leute kommen bei ihm mit bleien Face, weil sie müssen. Sonst geben sie sich strafbar machen. Hier hat ausgerechnet, was sie müssen bezahlen. Vielleicht hat die soziale Einsamkeit durch diese Arbeit und noch die Frage betreffend den Sinn von so einer Arbeit aus ihrem Leben eine große Weite hinterlassen, die man zu nicht zu füllen ist. Trotz dickem Portemonnaie gauf ergöttet demals wie Haut für das Wichtigste am Leben keine Boutique. Alles Geschenk und dafür unbezahlbar. Hintergrund von all dem taucht dann der Bemol de Jesus aus seinem Leben ab. Ohne viel Gemisch könnte Jesus bei dem Matthäus sein Guichet und sagt zu ihm: Folge mir nach, wie es auf Deutsch heißt. Komm mir nur als sief mein Jünger. Ich wünsche so, dass Jesus an Matthäus ganz sicher einen anderen Mensch gesehen hat, wie seine Zeitgenossen. Für den Jesus war hier viel mehr wie just der römische Kollaborateur. Der Jesus hat an Matthäus einen Bruder begegnet. Ein Bruder, der mauselang von den Leuten aufgestempelt als engem Guichet sitzt. An den Matthäus. Vielleicht war die unerwartete Invitation von Jesus für ihn die Chance, den Unbekannten hat ihm dir abgemacht, für eine neue Zukunft, nur der hier vielleicht schon ganz lang himmlisch verlängert wird. Endlich könnt ihr aus dem ganzen Schlamassel raus. Sein klare Antwort als allzeit nicht anders zu erklären. Nicht nur, dass hier in der Guichet Hannah sich schlägt, an dem Jesus noch geht. Hier invitiert dazu auch noch sowohl die Jesus, wie aber auch all seine dämonische Kollegen heim an sein Haus. Das heißt, an der Öffentlichkeit bekennt er sich zu seinem neuen Weg. Dazu braucht viel Courage, damals und noch heute. Was muss das Begegnung mit Jesus an ihm ausgelöst haben, dass ihn alles stehen auf Fälle lässt, für dem Jesus not zu gehen? Vielleicht hatte Matthäus schon viel darauf Jesus hören, hat aber wohl niemals gedacht, dass auch hier, der aber ein großer Sinner war, Kind gerufen und dann auch noch als Apostel ausgeschickt ging. Und da sind auch nach dem Matthäus den Sozialzeitgenossen. Kaum setzt Jesus mit Matthäus und seine Kollegen Tisch, da rappelt bei den Pharisäern schon den Dschungeltelefon. Am Platz, die Jesus selber direkt mit ihrer Kritik zu konfrontieren, kritisieren sie Hannerem bei seinen Jüngern. Wie was schwätzen sie dann nicht mit Jesus selber? Was fährten sie dann nicht? Sie hätten sich ja auch Kinder freuen mit Matthäus, dass sie ihn ansichtig gauf, dass sie mit seinem sinnvollen Verhalten abgehalten hat und dann dazu auch nach anderer Matt auf diese Weg geholt hat. Menschlichkeit, Demut, Fried mit einem anderen, den einen anderen Weg geht, null. Einzig an der Länge was zählt, das ist das Gesetz, nachdem sie sich verstoppen. Und dazu kriegt ihr noch nach den Eindruck, dass sie, die Pharisäer, ganz lang die Wahrheit gepacht haben und unfehlbar sind. Aber all die anderen, das sind armselig Sinner.
Jesus aber lässt sich von hinnen nicht erschüchtern. Hier lässt die 100 Schafe stehen, für dem Verlorenen Not zu gehen. Jesus predigt nicht nehmen, wie hier möchte das, was hier seht. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Den Doktor, den hast du für die krank, aber wer nicht krank ist, der braucht keinen Doktor. Der Jesus vielleicht immer da vermittelt vielleicht, nicht Affer mit viel Kamei, will den Herrgott. Mir hier will, dass die sich zu ihm bekennen, ein Herz haben für die Armen, die Kleinen, die ausgestoßen, an, vielleicht sie noch manchmal mir selber, die Armen, die Kleinen, die ausgestoßen. Denen, die sich selber durchgehen, denen kann die Jesus nicht schenken. Hier will den Tisch mit denen delen, die nicht perfekt sind, die krank sind, die sich vor ihr da gesündigt tun und durch Beziehung mit ihm nächste richtige Weg finden. Für mit Leib zu delen, dürfen wir hier kommen. Dem Jesus sei gemeinsam das erste Mal Matthäus konfrontiert uns als Gemeinschaften und noch als Kirche mit ganz delikaten Fragen. Jesus hat dem Matthäus seine Invitation angeholt, an ihm damit bestimmt Heilung, Versöhnung, Perspektiv vermittelt. Aber wenn die Haut mit Jesus Tisch sitzen, als der verdingst, hat Jesus, weil hier die Invitation von Matthäus angeholt hat, eben nicht gerade diese Haltung wollen abbrechen, ändern. Er gouf ja dafür von den anderen konfrontiert, umgebotscht. Über all das Frauen raus konfrontiert uns aber dem Jesus in großer Freiheit auch mit uns selber. Wie hätte mir, wie hätte ich vis-à-vis von Matthäus, vis-à-vis von Jesus reagiert? Wie die Pharisäer, Hannenrem? Oder mich mal Matthäus gefragt, an dem Herrgott Merci gesucht, für seine Generosität, seine Gutheit? Zum Aufschluss proposieren ich im Moment stillt mit meditativer Orgelmusik, wo wir an eine eigene Lebensgeschichte können gucken können, an dem Jesus eis oder so vertrauen. Murcht, Suchen und Besitz, wie ein Platz für das an meinem Leben und am Umgang mit anderen. Gibt es Etappen an meinem Leben, auf die ich selber wenig stolz bin, aber wo ich nur nach etwas Kind wild, ja Mist ändern? Gibt es an meinem Umfeld vielleicht auch so ein Matthäus, ein Mensch, den darauf wert, ob beschätzt, ein heilend Wort, von Verzeihen, Akkuy, Barmherzigkeit?
Heilige Maria, Gottes Mann. Der junge Jesus hat seinem Gewissen gefolgt, als er Sturm hat nicht mehr belebt gemacht. Biet für uns, dass auch mir de Courage schon, für mit Leben der Wohlwollen, seinem Beispiel an seinem Wort zu folgen. Amen. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Jésus connaissait Matthieu, et Matthieu n'en savait rien. Il est devenu joyeux quand Jésus lui a dit « Viens ». Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là, dans leur vie, un soleil s'est levé. Un jour, Philippe et André ont voulu le suivre aussi. Quand Jésus s'est retourné, ils ont accouru vers lui. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Dans leur vie, un soleil s'est levé. Quand il a connu Simon sur sa barque de pêcheurs, Jésus lui donna un nom à la taille de son cœur. Cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, toute chose a changé. Il cherchait un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie, un soleil s'est levé. Jesus, am Vertrauen auf deine Präsenz an unserem Leben, vertrauen wir dir als Ulais un. Du hast den Matthäus an dein Dienst gerufen. Jesus, wir bitten dich, ruf auch heute an der Vielfalt von den Berufungen Männer, Frauen, koppeln an dein Dienst. Herr Gott, heia eis. Gott, oh heia eis. Comme Matthieu, aujourd'hui aussi, il y a des personnes de tous les âges
qui sont en quête de sens et de perspective. Seigneur Jésus, nous te prions, rejoins et guide-les sur leur chemin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Auch heute gibt es Menschen, die ausgeschlossen sind vom gesellschaftlichen Leben, wenn es ihrer Spruch, Kultur, Hautfarbe oder ihrem Beruf. Jesus weiß uns, wie wir ob die Leute können durchgehen. Herr Gott, hör uns. Matthieu était au guichet, mais il sentait bien que ce travail ne le comblait pas. Seigneur Jésus, accompagne et guide les personnes qui aspirent à une réorientation professionnelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. An einem Moment von Stolz vertraue mir dir, Herr Gott, als persönlich Ulayes un. Herr Gott, hör uns. Herr Gott, hör uns. Jesus, hör uns Gebet. Das, was wir aussprechen, und das, was du allein kennst. Darum beten wir dich heute an alldach. Amen. Regina Celi, Letare Virgo Maria, Alleluia. Surrexit Dominus vere, Alleluia. Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Sacramentum
panem di cielo prestitis Dieis, alleluia. Ave electa vertitia banquem, alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam rede queste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Als Jesus, dein Sohn, am Kreuze hing, da standest du, Mutter der Schmerzen, und als seine Seid die Lanze empfing, du standest durchbohret im Herzen,
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral Fulletzeburg. Sie können zu Enkel lauschtern, heute Abend um 6 Uhr und um 23 Uhr jeweils Dock. Da meine ich auch darauf aufmerksam für die Leute, die die Möglichkeit nicht haben, an die Kathedral zu kommen, dass ein Kerz an ihren Ulayes gebrannt geht bei der Trächterin. Ganz einfach nehmen den Betrag von der Kerz überweisen auf den Konto von der Fabrik d'Eglise und dann an der Sicherheit, an der wirklichen Vertrauen, dass die Kerze gebrannt wird. Wer einen weiteren Don will machen, sowohl für die Urgel-Restauration von der Urgel aus der Kathedral, wie auch ein Don für das auch weiterhin die Andachten und auch Sonntagsmass können überdrohen gehen. Auch das als all Don willkommen, an all Don möglich. Kontosnummern fand ihr auf kathol.lu. Merci schon lo für Ihre Generosität. Besteht auch noch einmal die Möglichkeit für die Leute, die hier in der Kathedrale sind, jeweils nur der Andacht beim Podium, wo Choral drauf steht, ein Quart oder 2 vielleicht mitzuholen, für eine Person zu schicken, die krank ist, die einsam ist, die nicht kommen kann, direkt bei der Trächterin. Da schicken wir eben eine große bei der Trächterin mit einer Quart. So kann die Trächterin auch bei Sie heimkommen auf Besuch. Wenn ein Quart will, soll sich einfach bei der Person hier beim Podium melden, kann dann eng mitholen. Wir wünschen euch alle gute gegenseitig weiterhin ein schönen Oktav. Und wir gehen das Mikro zurück an das Studio.